Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel am 31. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Bin mal gespannt, ob Tuchel die Nachfragen nach seiner Jugendarbeit, die der Uli in den Raum gestellt hat, auch so souverän abmoderiert wie in der letzten PK. Es wäre sehr zu wünschen. Ja. Wie immer an dieser Stelle, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, einfach mal runterscrollen und am Video für den Abonnieren-Button. Damit unterstützt ihr hier meine Tätigkeit. Von daher vielen lieben Dank und damit gehen wir rein in den Bums. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Die beiden Trainer Dino Topmöller und Thomas Tuchel sind bereit für ihre Fragen und natürlich zu Beginn auch für das jeweilige Statement. Bitte, Dino. Ja, Glückwunsch an Thomas und an seine Mannschaft für den verdienten Sieg heute. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit gerade am Anfang ein paar Probleme hatten. Bayern war heute sehr scharf, das hat man von Anfang an gemerkt. Sie hatten ein sehr gutes Positionsspiel, waren total clean in ihrem Passspiel, in ihren Ballkontrollen. Deswegen mussten wir dann einfach ein Stück tiefer verteidigen aufgrund der Qualität des Gegners. Haben wir dann uns so ein bisschen freigeschwommen, weil der ein oder andere Ballverlust dann doch da war. Und gerade von Leon. Ja. So nach 20 Minuten, wie gesagt, haben sich ein bisschen freigeschoben und das Tor gemacht. Wir haben dann ein paar ganz gute Konter gespielt, schießen ein schönes Tor mit Heki, eine tolle Leistung von ihm. Hatten dann noch 2, 3 Umschaltaktionen, die aber am Ende nicht so gefährlich geworden sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit, glaube ich, bis zum Elfmeter ein ordentliches Spiel gemacht. Und dann mit dem Elfmeter war es dann so, dass Bayern einfach, wie gesagt, heute zu ballsicher war und sie uns nichts angeboten haben an leichtfertigen Ballverlusten, wo wir vielleicht noch mal umschalten können. Dann mussten wir Heki rausnehmen, weil er einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat. Und dann hat man schon gemerkt, dass uns dann auch ein bisschen Qualität am Handen geht. Und von daher am Ende ist es ein verdienter Sieg. Wir können trotzdem viele positive Dinge mitnehmen. Wir hatten einen sehr guten Spirit auf dem Platz. Wir wussten, dass wir viel leiden müssen, viel laufen müssen. Das haben die Jungs bravourös getan. Natürlich, wenn du am Ende mit einem Tor verlierst, ist es immer ärgerlich, aber ich glaube, es war auch trotzdem ein verdienter Sieg des FC Bayern und wünsche auch hier an dieser Stelle viel, viel Erfolg für am Dienstag. Danke. Danke, Dino. Thomas, bitte. Dankeschön erstmal und ja, ich glaube, die Geschichte ist eigentlich schon erzählt. Ich habe es ähnlich empfunden. Für uns war es nicht so einfach. Auch aber der böse Nachbar, Uli, von weit, weit weg, hat richtig Lärm geschlagen auf der Straße. Haben wir vorher gesagt, natürlich spielt das Spiel am Dienstag bei so einem Spiel heute eine Rolle. Wir haben das akzeptiert, wir wollten trotzdem heute eine Leistung bringen, eine seriöse Leistung bringen. Wir hatten auch gerade die einfachen Ballverluste thematisiert. Das Spiel zu Hause gegen Lazio als Vorbild genommen, wo wir extrem wenig einfache Ballverluste hatten, um keine Konterchancen zuzulassen. Wir wussten, wie schnell und wie gerne die Eintracht kontert und wie stark sie kontert. Das haben wir heute sehr, sehr wenig nur zugelassen. Deshalb war es sehr konzentriert. Wir hatten klar, dann wie ich gesagt habe, vor dem Champions-League-Spiel, vor dem wichtigen Champions-League-Spiel ist immer nicht ganz so einfach. Dann haben wir Conny verloren, dann haben wir Mata mit Verletzungen in der Halbzeit verloren, nochmal 2 personelle Wechsel, haben dann hinten raus nochmal gewechselt und Leon als rechten Verteidiger zu Ende gespielt, aber alle haben es. Hat er sogar sehr gut gemacht, muss man sagen. Was heißt sehr gut, aber sehr ordentlich, ne? Sehr, sehr seriös zu Ende gespielt und deshalb bin ich sehr zufrieden. Ein Sieg ist die beste Vorbereitung. Das war nicht selbstverständlich und auch nicht einfach. Deshalb dickes Kompliment an die Mannschaft. Jetzt können wir uns voll konzentrieren auf Dienstag. Ein paar Fragen haben wir noch. Danke, Thomas. Dann geht's los. Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, zum Personal. Was ist denn bei Leimer und De Ligt? Gibt es da irgendwelche Fragezeichen Richtung Dienstag? Und Sie hatten gestern eigentlich angekündigt, dass Jamal Musiala würde spielen können. Ja. Er hat dann heute doch nicht gespielt, war gar nicht im Kader. Wie sieht es denn da genau aus? Gestern abgebrochen. Gestern Jamal hat das Training abgebrochen. Es war geplant, dass er 45 bis 60 Minuten spielt. Die Schmerzen kamen gestern zurück. Deshalb war es nicht möglich, ihn auch nur in den Kader zu nehmen. Mata De Ligt hat Schmerzen am Innenband, im Knie. Und Ei. Also wenn der ausfällt, ich meine, Kim war heute
einigermaßen okay, aber der muss sich dann aber richtig steigern, damit das für Real reicht, Alter. Lecco mio, ey. Und Conny ist umgeknickt und hat eine Kapselverletzung im Knöchel. Beide so schmerzhaft, dass sie nicht weiterspielen konnten. Deshalb müssen wir jetzt abwarten, was die Bilder sagen und hoffen, dass bis Dienstag... Kapselverletzung hört sich auch nicht gut an. Dass wir es bis Dienstag hinbekommen. Oh, Conny wäre super krasser Ausfall, ne? Das ist wirklich der einzigste Terrier, der im Team ist, ey, der ansatzweise dieses Klischee erfüllt. Hier auf der rechten Seite Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo, Herr Tuchel. Zum Amt. Da kommt doch direkt die Frage, oder? Die Bild wieder schön rein in den Saft. Antritt beim FC Bayern haben Sie gesagt, Sie hätten mit Uli Hoeneß gesprochen und ihm versprochen, dass Sie auf seinen Club... Die Bild ist einfach so eine Fotzenzeitung, Alter. Leck mein Arsch, ey. Bann die endlich aus den PKs weg. Diese dreckigen, sensationsgeilen Idioten, Alter. Oh, die sind so unseriös und sensationsgeil. Das ist so zum Kotzen. Ich würde mich so schämen, wenn ich bei der Bild wäre und mich Reporter nenne. Junge, Alter. Club aufpassen werden. Ja. Nun hat sich dieser Uli Hoeneß am Freitag kritisch über Sie geäußert in Sachen Weiterentwicklung für die ausfallenden Worte, Leute. Ich würde gerne wissen, ob Sie das Gefühl haben, dass Uli Hoeneß auch auf Sie und auch auf den FC Bayern aufpasst mit solchen Aussagen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich habe heute vor dem Spiel, ich habe es gestern Abend, natürlich wurde ich darüber informiert und habe es gesehen und habe jetzt vor und auch kurz nach dem Spiel darauf reagiert und möchte... Thomas, genau. Mach einfach die Straße, mach den doppelten Presslufthammer an, dass du nichts anderes hörst. Vollkommen richtig. Nochmal, ich gehe mit der Kritik, habe ich in der Spielanalyse gesagt, habe ich auch in der Reaction zu diesem Interview von Uli gesagt. Ich gehe mit dieser Aussage zu 100% mit vom Uli. Ja, ich sehe das 100% genauso, habe ich die ganze Saison gepredigt. Aber als Aufsichtsratsvorsitzender hat man in der Öffentlichkeit zu diesen Themen die Fresse zu halten. Das kann man gerne intern aufarbeiten, alles gut. Man kann auch gerne mal nachtreten, wenn man das unbedingt möchte, was mit Sicherheit dann nicht die feine englische Art wäre. Also man kann das kritisieren, wenn der Trainer dann weg ist. Wäre auch kacke. Ja, wäre aber alles noch 100.000-mal besser, als dieses Fass jetzt aufzumachen vor einem Champions League-Spiel. Ich weiß nicht, was in Uli sein Schädel mittlerweile vorgeht. Er stellt sich da immer hin und sagt, das ist mein Leben, ich gehe alles für den Club, blasöd, die Fans sind scheiße, weil sie Tennisbälle geworfen haben, ein Spiel verloren. Und dann sabotiert er den Trainer, hat er schon gesagt mit dieser Nagelsmann-Aussage vor einem halben Jahr in diesem Interview, ja, dass es ein Fehler war, den rauszuwerfen. Hat er schon den Tuchel untergraben. Und jetzt haut er die Aussage raus, die ich 100% unterstütze von der Aussage her, vom Sinn her. Ja, ich sehe das 100% genauso. Man hätte die Spieler viel, viel mehr entwickeln können. Wenn nicht sogar müssen bei diesem Kader. Aber das kommuniziere ich doch intern. Es wäre schön, wenn der gesamte Aufsichtsrat bei uns öffentlich einfach mal die Fresse hält. Und zwar für Jahre. Ja, kommuniziert im Verein. Aber haltet doch mal die Fresse nach außen bei irgendwelchen Zeitungsgeschichten und irgendwelchen Presseaktionen, die Fresse aufzumachen, wenn es um die sportliche Integrität oder die sportlichen Dinge beim FC Bayern geht. Ich sprich gerne über allgemeine Fußball, was weiß ich, über seine Sponsoren und was weiß ich, worüber der Uli alles so quatschen will. Oder über sein Katar, wovon er meilenweit den Schuss nicht mehr gehört hat. Alles gut, macht das. Ja. Aber untergrab doch nicht den Trainer, den Sportdirektor und den Sportvorstand mit deinen Aussagen, die du triffst. Junge, was stimmt denn mit dem Uli nicht? Alto Belly, ey. Und völlig richtige Reaktion, dass das abblockt. Ja, und dann ist auch gut. Sollte er eine Nachfrage bringen, der Bildreporter, Alter, dann musst du ganz klar sagen, mal als Pressesprecher hier, Security, führ den mal raus, Alter. Stell den mal vor die Tür. Ist dabei auch belassen. Voller Fokus gilt jetzt, ich verstehe die Frage, ist wahrscheinlich auch eine berechtigte Frage, aber der Fokus ist jetzt... Nein, die Frage ist nicht berechtigt. Punkt. Das geht den nichts an. Frage ist berechtigt, keine Ahnung. Wenn der Tuchel meint, er möchte dazu ein Statement bringen, kannst du gerne nach der Saison solche Fragen stellen. Alles tutti, alles gut. Ja, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
auf Dienstag. Es stehen 10 unglaublich wichtige Tage an für uns alle. Und es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt jetzt für irgendwelche Nebenschauplätze. Es geht jetzt nur um Real Madrid, VfB Stuttgart und Real Madrid. Dann hier auf der linken Punkt, Ausrufezeichen. Seite, Kollegin für FFH, ja? Genau, Sonja Pahl. Dino, Frage an dich. Die Elfmetersituation, wie hast du die gesehen und wie entscheidend war die aus deiner Sicht für den Rest des Spiels? Ja, da wir 2-1 gewonnen haben, war sie wohl mega entscheidend. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass der Sieg verdient war. Ist natürlich unglücklich, wenn es über einen Elfmeter ist, aber es ist halt so, kannst du geben, musst du vielleicht nicht geben, aber es ist halt so entschieden, es bringt jetzt auch nichts darüber. Ja, sehe ich genauso. Kannst du geben, musst du nicht unbedingt geben. Ja? Ich glaube nicht, dass das jetzt ein absichtlicher Schlag irgendwie war. Müller geht rein mit dem Arm, drückt ihn so weg, er will gegendrücken, trifft ihn im Gesicht, Müller macht da eine Show raus. Ja, nochmal. Kannst du, klar war so die Bewegung da, kannst du geben, müssen wir gar nicht drüber reden, musst du den geben? Ich glaube auch nicht unbedingt. Ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber gut, wir haben auch genug Szenen gehabt dieses Jahr, wo es andersrum war. Von daher alles fein, aber ja, gehe ich mit der Aussage. Sich noch großartig aufzuregen. Wir hatten in dieser Saison häufiger das Gefühl, dass es vielleicht manchmal das Pendel in die andere Richtung kippen könnte. Aber wie gesagt, der Elfmeter hat jetzt zwar uns in den Rückstand gebracht, aber das war schon trotzdem anders auch verdient, ja. Wenigstens ehrliche Worte. Dann hier vorne rechts bitte, ja? Ist das noch aktuell? Ja. Ulrika Sickenberger, hallo Dino. Hast du eine Erklärung oder andersrum? Wir hatten irgendwie so ein bisschen den Eindruck, nach dem 1:2 ist so euch der Glauben abhanden gekommen. Ja, wir spielen hier gegen Bayern München, gegen eine Mannschaft, die am Dienstag hochverdient in einem Halbfinale der Champions League steht. Und wenn du dann hier hinten liegst und gegen eine Mannschaft spielst, die wie gesagt heute total scharf war, total ballsicher war und die einfach wenig anbieten. Ich glaube schon, dass die Jungs es versucht haben, aber man muss einfach auch mal dann die Qualität hier auf der anderen Seite stehen. Ja, man muss einfach auch mal sehen, dass wir eine sehr, sehr konzentrierte, gute zweite Halbzeit gespielt haben. Punkt. Einfach sehen und einfach auch mal akzeptieren, dass der Gegner heute einfach ein Tick zu gut war für uns. Und das ist einfach so. Wir sind Eintracht Frankfurt, auf der anderen Seite war Bayern München. Wir haben uns schon vorgenommen, den einen oder anderen Konter besser zu spielen. Aber wenn Bayern München an ihr Leistungslimit kommt, dann wird es, glaube ich, für sehr, sehr viele Mannschaften schwierig, hier etwas mitzunehmen. Gleich rechts daneben, bitte, ja. Wobei man fairerweise sagen muss, dass wir noch nicht an unserem Leistungslimit waren. Ja, das muss man auch sagen. B. Schmidt, grüß dich, Dino. Ihr habt verloren, aber die Situation... Das ist so traurig, ne, wenn man das jetzt sieht. Keine einzige Frage an Thomas. Aber ist klar, wir haben ja 2-1 gewonnen. Ne? 2-1 gewonnen. Kommt die Frage nach dem Verletzten und dann kommt die Frage nur schön in die Kerbe von der Bild. Ansonsten gibt es keine Fragen. Bild, oder? Die Gesamtsituation im Kampf um Platz 6 hat sich verbessert. Siehst du das auch so? Weil ja nur noch 3 Spiele sind und der Vorsprung ist gleich geblieben. Ja, faktisch gesehen hat sie sich auf jeden Fall verbessert, weil es ist ein Spieltag weniger und der Punkteabstand ist genau der gleiche wie vorher. Habe das auch erst nach dem Spiel dann mitbekommen, dass die Ergebnisse dann auch ein Stück weit für uns gelaufen sind und das ist auch gut, da freuen wir uns natürlich drüber, aber was für mich viel wichtiger ist, ist, dass wir aus dem Spiel trotzdem viele positiven Dinge mitnehmen können, dass wir ein Spiel lange offen gehalten haben und dass wir jetzt am Sonntag mit diesem Spirit in ein Spiel gehen, zu Hause gegen Leverkusen, wo wir unbedingt dann einen weiteren großen Schritt machen wollen, Richtung unser großes Ziel, dass wir diesen Platz einfach verteidigen. Ich glaube, die letzte Frage dann, Florian Schiemack für Munich Online. Grüß Gott, Herr Tuchel. Wir haben gestern von nervenden Nachbarn nachts um 3 Uhr gesprochen. Wie gut sind denn Ihre Noise Cancelling Kopfhörer bis Dienstag? Voll geladen. Ja, ich brauche mal. Ja, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Also dafür ist natürlich auch der Sieg unglaublich wichtig, weil es ist ausgelassene Stimmung. Man spürt das, das muss auch so sein und das darf auch so sein, auch wenn das ein bisschen zäher Arbeitssieg war. Aber das ist total okay. Wir haben, ist es so? Wie gesagt, mit der Mannschaft, mit der wir aufgehört haben, da waren ja die beiden Youngster haben im Mittelfeld zusammen gespielt und der Chupo hat seit langem mal wieder 90 Minuten gespielt und sich da reingeworfen. Man hat sich selber
war da nochmal mit dabei. Leon hat rechter Verteidiger gespielt. Guter Spirit, um das zu Ende zu kriegen. Alle haben sich gefreut, Musik ist an, es ist einfach eine gelöste Stimmung. Und weil es die beste Vorbereitung ist, und das ist jetzt auch keine Floskel, aber die nächsten 10 Tage kann es um wirklich nichts anderes mehr gehen für uns. Jetzt alle, die eng an der Mannschaft sind, Mannschaft, Trainerteam und alle, die da jeden Tag jetzt an der Sebener Straße einwirken. Jetzt geht es nur noch um Real Madrid, Stuttgart und Real Madrid, um den großen Schritt hoffentlich zu gehen nach Wembley. Vielen Dank, ein schönes Wochenende. Muss ich nicht so weiter groß zu sagen, oder Leute? Völlig richtig, völlig gutes Statement vom Tuchel. Ja. Sorry, und eine Farce vom Uli einfach, das öffentlich rauszuballern. Ne, intern kann man das ja äußern. Wir als dumme Fans können das natürlich äußern. Aber kein Aufsichtsratmitglied hat sowas öffentlich zu äußern, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch auch ein schönes Restwochenende. Und wer Bock hat, Montag im Stream, werden wir mal dieses Uli-Interview ein bisschen aufarbeiten. Wenn nichts anderes anliegt, ansonsten natürlich einen kleinen Blick auf Madrid werfen. Ich denke, bis dahin wissen wir auch, wie es mit Leimer aussieht, mit dem Conny und mit dem De Ligt. Ja, in diesem Sinne. Tschüssi. Und natürlich wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.